Im heutigen Fotoprojekt geht es um Kaffee und Kaffeebohnen. Wenn dich das interessiert, wie man auf einfache Art lustige Kaffeefotos machen kann, dann bleibt gerne dran. Die heutigen Fotos sollen grundsätzlich ganz einfach nachzumachen sein. Und ich zeige dir aber gleich zuerst, wie ich den Aufbau gemacht habe. Es ist alles aber auch möglich mit viel einfacherer Belichtung. Du kannst das so einfach bei dir auf dem Küchentisch machen mit natürlichem Fensterlicht. Ich wollte es ein bisschen interessanter machen und das Licht ein bisschen besser steuern und darum habe ich Folgendes gemacht. Ich habe eine Plexiglasplatte, weil die leider ein bisschen verkratzt ist, habe ich noch ein weißes Papier drauf. Und das habe ich erhöht auf Stuhl, damit ich von unten die ganze Sache mit einem LED-Durchlicht beleuchten kann, damit ich so einen Schein von unten habe. Genau. Dann habe ich zwei kleine LED-Panels zum Beleuchten von oben. Eins auf einem Stativ hier, damit ich Licht in meine Tasse bekomme. Und noch eins von der anderen Seite, damit ich hier noch Licht von dieser Seite reinbringen kann. Mit dem kann ich dann auch variieren und spielen und schauen, was schlussendlich am besten aussieht. Das ist mein Aufbau. Wie gesagt, es ist auch möglich auf dem Küchentisch, ein weißes Papier drunter oder ein schwarzes. Und los geht's. Es soll heute vor allem um Kreativität gehen. Nicht schwierige Fotos, aber interessante. Wenn du so eine Kaffeetante bist wie ich, dann bleib dran und mach doch das eine und das andere nachher. Und es würde mich freuen, wenn du meinen Kanal likest, wenn dir gefällt, was ich hier mache. Und wenn du mir diesen hier lässt. Merci vielmals und viel Spass beim Fotografieren. Das erste Bild von unserer heutigen Serie ist ganz einfach. Ich habe mein Kaffeetassli mit Kaffeebohnen drin. Und die restlichen Bohnen hier auf der weißen Unterlage brauche ich jetzt dafür, für eine Art EKG-Kurve zu zeichnen. Ich wollte wieder mit zeigen, erst nach dem ersten Kaffee am Morgen kommt die Energie. Ich probiere hier die Böhnchen schön herzutischen. Das ist nicht wahnsinnig spannend, darum lassen wir jetzt die ganze Sache ein bisschen schneller laufen. Das erste Bild wäre im Kasten und wenn wir jetzt schon die Mühe haben gemacht vom schönen Bigelen, machen wir doch auch noch ein Bild, wo wir in der Tasse nicht Bohnen haben, sondern wirklich einen Kaffee. Ich kann das schnell rauslassen und freue mich schon drauf, fürs Trinken. Bild 2 soll fast gleich werden wie Bild 1, aber wir machen nicht mehr so eine EKG-Kurve, sondern wir schreiben. Und was schreiben wir eigentlich, wenn wir Kaffee haben? Kaffee! Und für den O brauchen wir gerade unser Kaffeetassli. Und wir kommen schon zum dritten und letzten Bild von unserer kleinen Kaffeeserie von heute. Du ahnst es wahrscheinlich schon. Ich habe ein bisschen am Drucker gearbeitet. Wir brauchen wieder einen Kaffee, wo wir hier probieren, perfekt zwischen unsere Buchstaben einzumitten. Und jetzt brauchen wir noch zweimal O. Und die machen wir doch nicht auf dem Drucker, sondern wieder mit Kaffeebohne. Et voilà! Ja, als Fazit vom heutigen kleinen Kaffeeprojekt ist, es muss nicht immer kompliziert sein. Manchmal braucht es einfach ein bisschen Kreativität.
Die Lichter kannst du schon weglassen. Geh auf die Küchentisch, nimm das Fensterlicht und es geht einfach darum, gute Ideen zu haben. Und nicht immer bei Fotografie muss es wahnsinnig komplex sein mit viel Material. Auch wenn das hier jetzt vielleicht so aussieht. Das geht auch ganz einfach. Im Internet rumstöbern, Küchenschaft auftun und die guten Ideen, die du hast, einfach machen. Viel Spass dabei und wenn es dir hier gefallen hat und meine Ideen gut gefunden hast, lass mir doch gerne den hier und folge meinem Kanal, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.